Wie einst die Gebrüder Grimm ihre Märchen, so sammelt Karl-Heinz Reimeier seit Jahren Weihratsgeschichten aus dem Bayerischen Wald. Unheimliche, fantastische. Längst muss er nicht mehr suchen. Die Menschen, die noch vom Weihratsen wissen, melden sich bei ihm. Der schreibende Volkskundler kommt dann zu ihnen mit Papier, Stift, Diktiergerät und Fotoapparat. In St. Oswald besucht Reimeier Katharina Besendorfer, Wirtin in einem 300 Jahre alten Dorfgasthaus. In Kathi Besendorfers Geschichte geht es um ein vermeintlich magisches Licht, das in den 1920er Jahren Abend für Abend am Waldesrand zu sehen war. Das ist eine wahre Geschichte, oder? Selber erlebt. Aber es weitert. Hast du das selber erlebt? Nein, der Vater. Der Vater hat es erlebt? Der Vater ja. hat's erlebt. Aha. Und der hat es erzählt? Und der hat es erzählt. Der ist dann ausgegangen, wenn sie mit, wo heute der Günther ist. Ja. Eines Abends ermannten sich ihr Vater und einige Bauernburschen, um dem seltsamen Licht am Waldesrand entgegenzutreten. Am Nacht haben sie dann im Bett und da haben sie dann die Ausweitler zusammengestellt und haben gesagt, heute warten wir einmal, heute passt mal, wer das ist. Ja, die wollen doch wissen, was da los ist. Ja, ist ja klar, wenn der Mann weil geht der feurige Mann. Ja. Der feurige Mann. Daheim notiert Reimeier die Geschichte vom feurigen Mann penibel. Dabei ratzt nichts. Anders in St. Oswald. Und dann wieder zurückgegangen ist, oben haben sie ihn gesehen, und wieder zurückgegangen ist, dann haben sie ihn gefragt. Haben sie gesagt, alle guten Geister, lobe Gott den Herrn, was ist Sauge, was ist dein Begehren? Sauge, was ist dein Begehren? Doch dann stellt sich raus, dass der feurige Mann auf dem Weg zur Dirn war, zu einem Menscher, zum Fenstern heut. Der trieb also kein Weihrats, wie dieser. Auf der Ehm Oberhalfurt gehen wir gerade so dahin, dann sehen wir da oben rechts vor uns in ziemlicher Entfernung ein Licht. Wir bleiben stehen und schauen mal genauer. Und die haben heimlich das Lichtel beschworen. Wenn du kein natürliches Licht bist, kommst her zu uns. Und wirklich, auf einmal tut das Licht ein Strick senkrecht den Tee, dann fliegt es direkt auf uns zu, aber gerade etwa einen halben Weg, dann streckt er sich und verschwindet drunter im Tal. Weihratz im Bayerischen Wald. Seit Generationen gehen Geschichten um, verändern sich. Manches bleibt im Dunkeln und unerklärlich. Für anderes hat sich eine Erklärung gefunden. Ein Lesebuch voller mysteriöser Bayerwaldgeschichten erlebt Auflage um Auflage. Zu Recht ist Herausgeber Karl-Heinz Reimeier stolz auf seinen Bucherfolg. Was mich daran interessiert, an diesen Geschichten, das ist Folgendes. Wenn ich zu Leuten komme, die ich noch nie gesehen habe, weit weg, 50, 60, 70 Kilometer weg oft, und komme zu denen, meistens sind es Frauen, in die Stube, dann erzählen mir die Geschichten, wo nach 5 Minuten die Augen zu leuchten anfangen, wo es richtig glänzend, wo die rundherum alles vergessen und mir die Geschichte erzählen, so als ob ich gar nicht da war. Und das ist eine Begegnung, wenn ich dann wieder die Leute verlasse, eine Begegnung, die ich nie vergiss mehr. Gut, dass Reimeier das mündlich überlieferte Weihratsen aufschreibt und so für künftige Generationen bewahrt. Auch Robert Halser möchte dem Geschichtensammler eine Weihrats erzählen. Wissen von dir und muss dir aber erst fragen, dürfen wir es aufnehmen? Dass es der Hoher Mann hat, die Geschichte, weißt du? Weil ich möchte da noch mal aufschreiben, weißt du? Und es kommt ein neues Bierchen machen. Da kommt ein neues Bierchen und dann ist deine Geschichte auch drin. Wieder geht es um eine Lichterscheinung, nachts im Wald. Der Sepp sagt schon von der Weiden, dass er so ein Geflünsel von einem Licht auf ihm zukommt. Einmal ein wenig lichter und dann wieder ein wenig dunkler, dann ist es wieder ganz weg gewesen und wieder ein wenig heller und wieder ein wenig dunkler und so. Ja, auf alle Fälle, wie es nachher zusammengekommen haben, schon langsam, oder näher zusammengekommen, hat der Sepp gesehen, dass auf 1 Meter oder auf 1,20 Meter dahin
ein keilschwarzer Sarg daher schwebt. Musst du dir mal vorstellen, gell? Er hat das Rennrad gefunden. Ist gerannt, was ein Renner hat könnte. Er hat kein Herrenschenken, nein, nicht mehr denkt, er hat kein Kammerfenster, nicht mehr denkt, er ist heim. Hat den Rosenkranz Vierer und hat Bett. Und Bett, weil er wirklich nicht gewusst hat, was ihm da hintergekommen ist. Erst Monate später klärt sich auch diese Weiratz auf. Um 1935 hat der Stadler Sepp auf dem Weg zum Fenster, und zwar nachts im Wald, tatsächlich einen Sarg und ein Licht gesehen. Nicht aber den Neubauer Hans, der dahinter sein Radl mit dem schwarzen Sarg für die tote Schwiegermutter geschoben hat. Der Dynamo, nicht eine Weiratz, sorgte für das unheimliche Licht am Rad. Geschichten aus der Zwischenwelt, so der Untertitel seines Weiratz-Lesebuchs, erzählt von Glaube und Aberglaube, von Liebe und Tod. Fantasy aus dem Bayerischen Wald.